Wir möchten hier noch ein kleines Film sehen zur Einleitung zu der Predigt. Danke vielmals, Peri. Gemeinschaft, zusammen stark. Es gibt so Situationen, wo man wirklich froh ist, wenn man nicht alleine da steht. Ich weiss nicht, wie es euch geht bei diesem Thema. Vielleicht habt ihr auch so Situationen, wo ihr mal alleine da gestanden sind und denkt, jetzt wäre es gut, wäre noch jemand anders da. Wir starten heute in die Predigtserie «Zusammen stark», zusammen unterwegs sein. Wir wollen miteinander unterwegs sein in diesem Thema und es ist eine richtig coole Sache, wo wir über das Thema angefangen haben nachzudenken, im letzten Herbst, schon an der Gemeindeleitungsretrette, wo wir mit dem zusammen die Hei, zusammen Gemeinschaft gestalten, zusammen Gemeinschaft mit Gott, schon angefangen haben zu denken, haben wir wahrscheinlich so im Kopf gehabt, ja, im Frühling ist dann da alles anders, wir können wieder aufmachen, da läuft die Gemeinschaft so richtig froh daher. Ich habe so gedacht, wir machen den Tag der offenen Tür, wir können zu allen Leuten heimgehen und so weiter. Ich bin jetzt nicht mehr so zuversichtlich, dass das klappt in den nächsten 2-3 Wochen. Aber das Thema Gemeinschaft, das ist doch gerade auch in dieser Zeit etwas mega besonders Wichtiges. Und für mich ist die ganze Serie, die wir jetzt heute rein startet, auch eine Ermutigung für euch. Ich weiss nicht, wo ihr Gemeinschaft lebt in dieser Zeit. Vielleicht sitzt du daheim und hast schon seit mega langem keine Gemeinschaft mehr gehabt mit anderen Christen. Dann möchte ich dich ermutigen, nutze die Zeit, um vielleicht wieder mal dahin zu kommen. Oder zum sagen, ja gut, im Gottesdienst da mit diesen 50 Leuten, da sind wir zu viel. Ich gehe mal an einen Gebetsabend, an einen Bibelabend oder in der Kleingruppe. Und gerade auch in diesen kleineren Gefäßen, wo wir jetzt unterwegs sind, ist es doch wichtig, dass wir uns fragen, wie wollen wir die Gemeinschaft leben? Wie wollen wir die Gemeinschaft gestalten? Und da wollen wir miteinander reinstarten in das Thema. Also es geht eigentlich in dieser Predigtserie um uns. Also es geht wirklich so um unser Zusammensein als Kirche, um unser Zusammensein als Gemeinschaft. Vielleicht bist du jetzt da schon mega lang dabei. Das ist ja immer so ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Vielleicht bist du seit mega kurzem dabei. Vielleicht bist du das erste Mal da im Gottesdienst, weil du jetzt gerade im Besi-Weekend bist. Oder vielleicht bist du am Reinschauen und hast gar nichts mit uns als Kirche zu tun. Vielleicht bist du da hingezügelt von irgendeinem anderen Kanton, irgendwie vom Aargau oder so. Das verstehen wir ja. Oder vor einer Zeit die Kirche gewechselt. Was für ein Grund auch immer, dass du da bist. Oder wir können jetzt noch ganz andere Aufzählungen machen. Jetzt, wir sind so eine bunte Gesellschaft, wo wir da sind, wo wir miteinander verbunden sind. Aber wir haben ein Zentrum, wir haben Jesus Christus als Zentrum. Und was zeichnet die Gemeinschaft aus? Was zeichnet das Zusammensein aus, miteinander unterwegs zu sein? Vielleicht löst das auch gemischte Gefühle in dir aus, das Thema. Du sagst, ja Christen, ja gut, Christen. Ich bin schon viel enttäuscht worden von Christen. Ich bin von Kirchen schon enttäuscht worden. Vielleicht sogar vom Pastor enttäuscht worden. Das gibt es tatsächlich auch. Habe ich auch schon gehört, ja. Vielleicht hast du Erfahrungen gemacht. Vielleicht hast du gar nicht mit dem Jesus zu tun und denkst, ja, das Zusammensein der Christen, also über das hört man vor allem viel Schlechtes. Es ist auch interessant, was Menschen so über Kirche, über das Zusammensein von Christen, über die Gemeinschaft denken oder sagen. Ich merke oft, dass da auch ganz viele Vorurteile dabei sind. Und die ganze Reihe oder jetzt heute Morgen soll auch eine Ermutigung sein, um zu sagen, komm, ich tu das mal ausprobieren. Ich tu mal schauen, wie sich das anfühlt, das Zusammensein. Aber, und das stimmt mich manchmal auch traurig, es gibt wirklich viele Menschen, die auch schlechte Erfahrungen machen mit Christen, wo das Zusammensein miteinander nicht immer nur schön ist, wo Schmerz und Wunden mitnehmen. Und ich wünsche mir auch, dass die ganze Predigtserie, wo wir jetzt unterwegs sind, miteinander auch eine Ermutigung ist, zum zu sagen, doch, ich will ein Teil davon sein. Ich will mich vielleicht wieder neu aufmachen in die Gemeinschaft hinein.
aber auch das Herz aufmachen für die anderen Menschen. Ich will wieder neu entdecken, was da drin ist. Ein Ziel der ganzen Serie oder ein Punkt, wo wir auch angehen, das wird dann im Mai sein, wo wir auch 2 Gemeindeabende machen wollen. Einer davon ist zum Thema Kleingruppen und einer wird dann zum Thema Zweierschaft sein. Wir wollen euch unser ganz neues Kleingruppenkonzept vorstellen und zeigen, wie ihr ein Teil von dem Ganzen sein könnt, wie man ganz praktisch einen Anschluss finden kann. Zweierschaft, so die kleinste Form von Gemeinschaft, von zusammen unterwegs sein, wo sehr viel Potenzial drin hat. Also das, was dann im Mai kommt, so schon ein bisschen zum Führen schauen. Also das Ziel von dieser Serie ist, dass man einerseits schaut, was sagt Jesus zu dem Ganzen. Und das andere Ziel ist aber, dass wir es auch ganz, ganz praktisch miteinander leben können. Dass wir ganz praktisch schauen können, was das bedeutet. Und zwar für uns als Gemeinde, wo wir jetzt da sind, so farbig unterschiedlich wie wir sind. Aber es gibt ja ganz viele andere Bereiche, wo man so eine Gemeinschaft hat. Ich denke jetzt gerade, wenn ihr als ganzes Jungschi-Team da sind, in einem Team, wenn man in einem Team miteinander zusammen ist, oder? Dort ist man auch, da hat man so Gemeinschaft. Oder ich denke auch an Sola zum Beispiel, wo dann alle Kinder noch dort sind. Eine riesige Art von so einer Gemeinschaft. Aber auch Kleingruppen, vielleicht Familie daheim, wenn du das Privileg hast, mit anderen Christen zusammen Familie zu sein. Einfach dort, wo du mit anderen Christen unterwegs bist, das kannst du dann abbrechen auf die verschiedenen Orte und sicher ganz spannende Sachen mitnehmen, die Jesus darüber gesagt hat. Wir werden miteinander auch über die ganze Serie so mal einen Vers ins Zentrum stellen. Eine Aussage von Jesus, wo all die verschiedenen Aussagen, die er gemacht hat zu dem Thema, wo er das so richtig zusammenfasst. Wenn ich die Bibel anschaue, dann sehe ich, dass das ein Thema ist, so das Zusammensein, die Gemeinschaft, das Zusammen stark sein, dass das ein Thema ist, wo Jesus sehr wichtig ist, wo Gott auch wichtig ist, weil Jesus macht verschiedenste Aussagen. In der Bibel finden wir ganz viel zu dem Thema, zum Zusammensein. Und wenn man jetzt all diese Sachen würde zusammenfassen, wenn man würde sagen, Jesus, okay, lesen ist jetzt, mache ich schon noch gern, aber kannst du mir mal eine kleine Zusammenfassung geben von all diesen Aussagen? Wenn man das auf einen Satz würde zusammenbringen und zusammen fokussieren und so richtig zuspitzen, der Kern der Gemeinschaft, das ist so der Satz, den wir auch über die Predigtserie stellen, die Aussage von Jesus. Und die steht im Johannes 13, Vers 36. Vers 34. Jesus sagt da, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist jetzt nicht so, wahrscheinlich denken die meisten, ja, das ist jetzt nicht so etwas Neues, dass ihr euch untereinander liebt. Aber das ist eigentlich genau der Kern. Dass ihr euch untereinander liebt. Also der Kern vom Zusammensein, von der Gemeinschaft, das, was Gemeinschaft stark macht, das soll Liebe sein. Das ist noch interessant. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das stimmt, das ist noch recht cool, wenn ich da mit meinen Kollegen zusammen bin, wenn wir uns treffen am Sonntag oder an den Sitzungen oder so und wir haben eine lässige Zeit miteinander und wir können ein bisschen schwätzen und austauschen. Ja, stimmt, das ist wirklich etwas mega Cooles. Aber es gibt auch andere Situationen. Ich habe mich gerade in den Vorbereitungen zurückerinnert an ein Sommerlager, das wir hatten, wo ich selber noch Jungschi-Leiter war. Da sind wir da von Wallisellen her gefahren mit unseren Velo ins Sommerlager, haben unterwegs bivakiert. Das war das Thema Ritter und wir sind da von Burg zu Ruine gegangen und so weiter. Und irgendwann nach 2 Tagen sind wir endlich auf dem Lagerplatz angekommen mit allen Kindern und alle sind mega müde und so. Und dann als nächstes ist auf dem Programmpunkt der Lagerbau gestanden. Und ich mag mich erinnern, dass es dort plötzlich mega einen Krach gegeben hat. Dass 2 Leiter mega einen Krach hatten miteinander, wenn ich mich richtig erinnere, der für den Lagerbau verantwortlich war und der Hauptleiter vom Lager. Da sind wir dort auf dem Lagerplatz und es ist plötzlich nicht mehr so eine entspannte Atmosphäre gewesen, sondern im Gegenteil. Und vielleicht kennst du auch so Situationen in der Gemeinschaft, wo es plötzlich Krach gibt, wo man streitet, wo man unterschiedliche Meinungen hat. Und dann schauen wir den Satz an, das, was Jesus gesagt hat, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist plötzlich gar nicht mehr so ganz einfach. Ich glaube, das kann man sich noch gut merken, oder? Das ist etwas ganz Kurzes. Aber im Alltag, in der Praxis, wenn man plötzlich müde ist, unterschiedliche Meinungen hat und es läuft nicht recht und weiss auch nicht was alles. Und dann, okay, jetzt, dass ihr euch untereinander liebt. Ich glaube, das kann auch ganz, ganz herausfordernd sein. Und wir werden ja miteinander überlegen, was bedeutet denn das Liebe? Was ist mit dem Liebe denn gemeint? Wenn wir jetzt da ein bisschen weiterlesen, dann sagt Jesus, wie
ich euch geliebt habe. Also Jesus sagt etwas darüber, wie dass wir einander sollen lieben. Nämlich auf die Art, wie er uns geliebt hat. Das löst in mir zwei Sachen aus. Das eine ist schon ein rechtes Erstaunen, was Jesus dir und mir zutraut. Wir denken oft so, ich weiss nicht, was du über dich denkst, aber wir denken oft an die Sachen, die wir nicht können. Ich kann nicht so gut lesen, ich kann nicht so gut schreiben, ich kann nicht so gut rechnen, in dem bin ich nicht so gut, in dem bin ich nicht so gut. Manchmal sagen es auch andere, in was man nicht so gut ist. Sicher kommen dir gerade ein paar Sachen in den Sinn, wo du denkst, ja, das kann ich nicht so gut. Aber Jesus traut uns da etwas extrem Grosses zu. Jesus traut dir zu, dass du die Menschen um dich herum so kannst lieben, wie er dich geliebt hat. Also, mir versetzt das in Staunen, ich finde das recht krass. Das traut Jesus mir zu. Etwas anderes, was in mir dann aber auch auslöst, ist eine riesige Überforderung. Dass ich muss sagen, okay, Jesus, das ist ja nett, dass du mir das zutraust, dass du das Potenzial in mir siehst, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Das ist, glaube ich, zu hoch, das ist zu viel, das ist zu intensiv, das ist doch gar nicht möglich. Und es gibt ganz viele Menschen, die sich über das auch Gedanken gemacht haben. Ein kurzes Zitat, das ich euch vorlesen will, aus dem Buch Jesus, was die Liebe untereinander auswirken kann, das Potenzial, das da innen ist. Er schreibt darüber von der Zeit der Apostel. Und er schreibt da, wo sie hinkamen, also die Apostel, gründeten sie Gemeinden. Sie riefen nicht dazu auf, die göttliche Liebe nach dem Gießkannenprinzip über den Rest der Welt auszukippen. Sie riefen den Rest der Welt in die Gemeinden hinein, um dort Liebe zu erfahren und zu verwirklichen. Also schon seit Anfang, was Kirche eigentlich gibt, ist das der Kern gewesen, dass man in die Kirche, in eine Gemeinde reingehen kann und dort ein Stück Liebe kann erfahren, wo Jesus weitergeben will, und zwar durch uns. Ein riesiges Potenzial. Und ein anderes Zitat von Gerhard Meyer, von dem Theolog und Doktor, Professor im Neuen Testament. Er schreibt, aber die Liebe im Sinne Jesu, also man sagt so wie Jesus, beginnt innen, in der Kirche innen und nicht außen. Innen ist sie schwerer. Hier, wo man zusammenleben und zusammenarbeiten muss, wo jeder die Schwächen des anderen nicht nur sieht, sondern auch erdulden muss, ist Liebe viel schwieriger. Also innerhalb von einer Gemeinde, ich sage jetzt mal innerhalb von einem Jungschi-Team, innerhalb von einer Kleingruppe, von einer Familie, wo man sich kennenlernt, wo man merkt, wie jemand reagiert, wenn er ein bisschen müde wird langsam, wenn etwas mal nicht mehr so gut klappt, wo man die Schwächen voneinander kennenlernt. Und genau dort, sich einander so zu lieben, wie Jesus das gemacht hat. Also das ist etwas Überforderndes. Etwas, wo man muss sagen, dass eigentlich schaffen wir das nicht. Und da wollen wir miteinander genau anschauen in dieser Serie. Was bedeutet es, das Lieben wie Jesus zu lieben? Wir wollen schauen, wie hat denn Jesus geliebt? Was bedeutet das für uns? Da wollen wir heute auch schon einen ersten Blick hineinwerfen. Auch im weiteren Verlauf der Serie. Jesus hat den Satz gesagt, wo er mit seinen Jüngern zusammen war und das Passa gefeiert hat, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Eine Zeit, die sehr bewegend war. Jesus hat das seinen Jüngern gesagt, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat. Über das Thema werden wir sehr ausführlich dann eingehen. Oder Osterzeit, am Karfreitag. Das ist dann der nächste Schritt, wo wir vorwärts gehen, mit dem Simi Müller, der da die Predigt vorbereitet. Das wird sicher mega spannend und ich möchte euch ermutigen, dort auch ein Teil davon zu sein. Und jetzt, heute gehen wir aber nochmal ein Schritt weiter führen, wo Jesus auf dem Weg war, auf das Jerusalem an, wo er unterwegs war mit dem ganzen Pilgerzug, mit allen Leuten, die hingegangen sind zu dem Fest. Dort hat Jesus eine sehr spannende Begegnung gehabt, wo man schon etwas kennenlernen davon, wie dann Jesus geliebt hat. Und das möchten wir miteinander lesen, das kurze Abschnittli. Es steht in Matthäus 20. Es ist da wirklich so die Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Er zieht auf Jerusalem zu und es ist eine riesige Pilgerschar unterwegs. Und die kommen durch eine Stadt durch Jericho.
Da sind verschiedene Sachen passiert in Jericho, wo sie reingezogen sind, zum Beispiel die Geschichte vom Zachäus. Interessant, wie Jesus dem Zachäus begegnet, wie der ihn wahrnimmt, wie der auf dem Baum oben hockt, eigentlich versteckt. Und wenn er sich für ihn interessiert und zu ihm heimgeht und Zeit mit ihm verbringt. Und was es dann bei dem Zachäus ausgelöst hat. Wir schauen aber miteinander jetzt eine Geschichte an, wo Jesus aus Jericho rausgegangen ist, auf dem Weg auf Jerusalem. Kurz nach der Stadt, da sind irgendwelche Bettler am Wegrand gehockt. Blinde, es wird da von Blinden berichtet. Wahrscheinlich haben die gedacht, ja easy, wenn ich dort am Weg hocke, wo all die Pilger vorbeikommen, da wird es schon ein paar Almosen geben und so. Und haben sich extra den Platz ausgesucht. Und wir können davon ausgehen, dass da Tausende von Leuten unterwegs sind auf das Jerusalem, zu dem Pilgerfest, auf dieser Straße. Also Jesus mit einer riesen Menge, wahrscheinlich haben die Jesus auch schon richtig angefangen zu hypen. Die haben ihn so richtig in die Mitte gestellt. So die Erwartung vom König, der kommt, vom Messias, der kommt. Kurz darauf ziehen dann ja auf Jerusalem rein und sie schwingen die Palmzweige umeinander und legen Kleider auf den Boden und rufen, Hosianna, der König kommt. So, das ist die Atmosphäre, die man sich vorstellen muss. Eine riesige Menge, die unterwegs ist mit Jesus und er ist in der Mitte, ein riesiger Influencer von dieser Zeit und die haben alle gestaunt und so. Und das wäre noch spannend, um da mal dabei zu sein. Und da lassen wir die kurze Geschichte. Matthäus 20, Vers 29. Und als sie aus Jericho hinauszogen, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, 2 Blinde saßen am Wege. Und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie und sprachen, Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Doch sie schrien noch viel mehr und sprachen, Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und das Volk hat sich genervt. Es ist noch interessant, dass sie schreien, du Sohn Davids. Also die haben auch so den messianischen Titel, die haben die Erwartung gehabt, Jesus geht jetzt auf Jerusalem und tut ein neues Königreich aufrichten, die Römer rausschmeißen und endlich Freiheit bringen am ganzen Land. Und interessant, Jesus hat zwar etwas ganz anderes gemacht, aber er hat dort in Jerusalem am Kreuz Freiheit für die ganze Welt gebracht, für alle Menschen, die an ihn glauben. Also die Situation, da die Blinden, die merken, oh, der Jesus kommt. Der ist unsere Hoffnung. Wahrscheinlich haben sie gehört, dass Jesus Wunder tut, dass Jesus schon ganz viele Kranke und Blinde und Lahme und alles Mögliche geheilt hat. Und sie schreien. Und die Menge, was macht die? Sie fahren die Leute an und sagen, sind still. Und jetzt schauen wir aber, wie Jesus reagiert hat, wie Jesus in dieser Situation die geliebt hat, wie sich zeigt, wie Jesus auf die Menschen zugegangen ist. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, es heißt, Jesus aber blieb stehen und rief sie. Kurzer Satz, aber da passiert etwas völlig Spektakuläres. Jesus ist angehalten und hat sich Zeit genommen. Ich meine, wer hat heutzutage schon noch Zeit? Bleibt man doch nicht stehen und nimmt sich Zeit für irgendeinen, der irgendwo rumschreit oder so. Stellen wir so verschiedene Situationen vor, wo man unterwegs ist und kaum Zeit hat. Wenn man auf dem Weg zu der Arbeit. Oder zum Beispiel auch, wenn ich an meine jüngste Zeit denke, wenn wir da unterwegs waren mit unserem Programm, hat man immer schauen, dass das Nächste kommt. Hast du irgendwo Zeit zwischen ihnen für die Kinder, die da sind? Zum mal anhalten. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du so deinen Alltag mal durchdenkst. Wie viel machst du das? Einfach Stopp. Zeit nehmen. Anhalten, den Blick zu haben, vielleicht gerade für einen Menschen, der schreit, der eine Not hat, der aber eher am Rand der Gesellschaft steht, am Rand der Gemeinschaft, wo man eher rausschiebt, wo man sonst nicht so wahrnimmt. Jesus ist ja da nicht in einer Situation so völlig entspannt und ganz allein und da kommt jemand und dann schwätzt es ein bisschen miteinander und so, voll easy. Sondern im Gegenteil, es ist eine riesige Volksmasse unterwegs. Und wahrscheinlich haben die Jesus eben so richtig gehypt und gesagt, ja, jetzt gehen wir auf Jerusalem und so. Aber Jesus haltet an. Für die ganze Menschenmenge sind die 2 Blinden, die am Weg sind, im Weg. Aber für Jesus sind die in dem Moment entscheidend wichtig. Und er nimmt sie wahr. Das ist so das Erste,
Wort, wo wir miteinander uns merken. Jesus haltet an und nimmt sie wahr. Menschen, andere wahrnehmen. So zeigt Jesus seine Liebe seinen Nächsten. Jesus haltet an, nimmt die zwei wahr. Und etwas, wo ich muss sagen, ja, wie viel gelingt es mir, die Menschen wahrzunehmen? Vielleicht ganz konkret, ich weiss nicht, wie fest du schon die Leute wahrgenommen hast, die jetzt heute Morgen da neben dir sitzen, links und rechts oder hinten und vorne oder die Hause und neben dir auf dem Sofa sitzen. Logisch, man weiss, sie sind ja da. Aber so wahrnehmen ist nochmal etwas anderes, oder? Jemanden bewusst wahrzunehmen. Ich denke manchmal auch, die Hause, bei uns am Mittagstisch, meine Frau und ich und unsere 3 Kinder und alle schwätzen nur drauf los. Manchmal läuft es einfach so wie nebenbei. Ich nehme es gar nicht wahr. Wie viele Situationen gibt es in deinem Alltag, wo du die Menschen um dich herum gar nicht wahrnimmst? Wo man sich selber vielleicht am meisten wahrnimmt. Ein Fehler, der da passieren kann, ist, dass man denkt, ja stimmt, niemand nimmt mich wahr. Ich bin immer der da sitzt, aber niemand nimmt mich wahr. Alle nehmen nur die anderen wahr. Wieso sage ich, das ist ein Fehler? Weil in dem Moment nimmt man vor allem sich selber ja wahr. Und auch dort wäre es eine Ermutigung zu sagen, hey, die Augen aufmachen, nicht von sich, sondern zu den anderen, zu sagen, wo kann ich jemand anders wahrnehmen? Und vielleicht nicht immer nur die Kumpels, die mit einem unterwegs sind und einem hypen und man zusammen auf Jerusalem zieht oder irgendwo hin, sondern auch die vielleicht am Weg sitzen. Die Menschen, die man nicht so wahrnimmt, vielleicht mal bewusst sagen, hey, ich will auch jemanden wahrnehmen, den ich bis jetzt fast nicht wahrgenommen habe. Ein Beispiel, wo mir in den Sinn kam, ist aus der Jungschulzeit. Wir waren mal in einem Weekend und dort hat es einen Bub gehabt, er war eher ein stiller gewesen. Und gegen den Abend ist er plötzlich so ein bisschen verschwunden, ist ein bisschen untertaucht, ist plötzlich so im Schlafsack gelegen und plötzlich habe ich so gedacht, okay, wo ist jetzt der? Nach einer recht langen Zeit habe ich plötzlich wahrgenommen, dass der ja nicht mehr da ist. Da bin ich zu dem Mann gegangen, der ist ganz bleich im Schlafsack gelegen und in dem Moment, wo ich gekommen bin, hat er erbrechen und alles über das ganze Schlafsack und Mätteli. Und ich habe gedacht, hätte ich den doch früher wahrgenommen. So schnell gehen so Leute vergessen. Jesus haltet an und er nimmt wahr und schaut, was da los ist. Und dann, was macht Jesus weiter? Wir lesen ein kleines Abschnitt weiter. Und sprach. Also Jesus blieb stehen, rief sie und sprach. Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Also würde man es nicht sehen, bei 2 Blinden. Sie sprachen zu ihm, Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesus. Finde ich noch interessant. Jesus geht auf die 2 Leute ein, er haltet an und dann hätte er ja können ein riesen spektakuläres Wunder machen. Ich hätte gedacht, das ist ja die Volksmenge und es kommen die 2 Blinden, die sagen, wow, schauen alle Leute, die Blinden, ich tue sie jetzt heilen und sie werden sehen, das ist der Messias und das Königreich oder irgend sowas. Aber Jesus geht es überhaupt nicht da um irgendein Schauwunder oder so, sondern Jesus, er interessiert sich für die beiden. Er kommt mit ihnen ins Gespräch. Er fragt sie, hey, was wollt ihr denn, dass ich euch tue? Was ist euch auf dem Herzen? Was interessiert euch? Interessieren. Jesus interessiert sich für sie. Also nicht nur, er hat nicht nur den Blick für sie, sondern er will wirklich wissen, was ist da los? So, was wollt ihr, dass ich euch tue? Vielleicht die heutige Frage, die man sich oft stellt, ist so, hey, wie geht's? Wie geht's? Das ist so die Smalltalk-Frage, oder, die man immer macht. Ja, es geht gut. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Und dann läuft es weiter. Manchmal wäre es doch spannend, sich wirklich zu interessieren und sich Zeit zu nehmen, noch über das raus und zu sagen, hey, wie geht's dir wirklich? Was hast du gemacht diese Woche? Was beschäftigt dich gerade? Wie bist du aufgestanden? Hast du eher gut geschlafen oder kurz oder so? Wie war die Nacht gewesen? Mal wirklich anzulassen, das geht ja so schnell vergessen. Mal zu sagen, hey, wie geht es dir wirklich? Etwas, was mir gerade diese Woche passiert ist, wir sind am Mittagstisch gehockt und eben, da ist manchmal ein bisschen Tohu Wabohu und alle schwätzen aufs Mal und so. Und dann habe ich meine Tochter gefragt, hey, wie war es im Kinski? Und sie hat nichts sagen. Und dann habe ich nochmal gefragt.
Und erst, als ich sie zu mir genommen habe, wo die anderen Kinder verdüset sind und ich nochmal gefragt habe, was hast du denn erlebt? Da hat sie langsam angefangen zu erzählen. Wahrscheinlich hat sie gemerkt, jetzt lässt mir mal endlich jemand zu. Jetzt interessiert sich endlich mal jemand für das. Dann hat sie angefangen zu erzählen, dieses und jenes, nichts Spektakuläres, ein normaler Kinski-Morgen. Aber so schön, dass sie das nachher hat können von sich erzählen. Und ich habe gemerkt, das Interesse muss man manchmal wirklich spüren. Ich habe das Gefühl, bei unserer Gesellschaft hat man immer so das Gefühl, ja, der hat keine Zeit. Und manchmal, glaube ich, bei uns ist es wichtig, dass man in unserer Gesellschaft dem anderen zu verstehen gibt, hey, ich habe jetzt Zeit, erzähl. Und plötzlich erfahrt man etwas, kommt ein Einblick in über das Leben und es ist oft so bereichernd und so spannend, was man da alles hört. Bei den Kindern, bei Erwachsenen, egal welches Alter das jemand hat. Jesus zeigt seine Liebe, indem er sich für die zwei interessiert. Und man sieht das auch in dem kleinen Satz da, und es jammerte Jesus. Also Jesus hat sich nicht nur interessiert, sondern hat wirklich zugelassen und hat gesehen, hey, die haben eine Not und es hat ihn bewegt, es hat ihn innerlich berührt. Also Jesus hat es nicht kalt gelassen. Ich stelle mir so verschiedene Situationen vor. Auch so ein Sommerlager zum Beispiel. Wenn man mit den Kindern stille Zeit macht und sie erzählen etwas und man spürt irgendeine Not raus oder so. Hey, sich berühren lassen von dem. Sagen, das ist wichtig, das ist jetzt wichtig in dem Moment. In der Kleingruppe, wenn man Kleingruppen hat miteinander, ja, mit einer Gebetsanliegen sammeln, du, ach, es ist schon spät, schnell beten und dann heim. Vielleicht muss man halt dann sagen, wenn man gesagt hat, schau miteinander, hey, erzähl mir noch wirklich, was hat das zu bedeuten? Was löst das in dir aus? Mal sich Zeit nehmen, anzuhören. Vielleicht halt mal telefonieren, es muss ja auch ein gescheiter Zeitpunkt sein, oder? Aber mal überlegen, wann habe ich Zeit, um mich für jemand anderes zu interessieren. An der Kaffeebar, wo auch immer, wenn wir die dann wieder haben. Die Familie, manchmal in der Ehe. Sich wirklich für den anderen interessieren. Also meine Frau ist Expertin unterdessen. Weil ich bin einer, mir muss man die Informationen auch eher aus der Nase raussaugen. Letztes Jahr hat sie gefragt, und, wie ist dein Tag? Sie hat gesagt, ja, ist gut. Dann hat sie nochmal gefragt und irgendwann hat sie gesagt, heute machst du es also schon ein bisschen schwer. Und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt wär's dran, sie interessiert sich wirklich. Es ist manchmal auch wichtig, dass man sich nicht alles aus der Nase raussaugen lässt, oder? Man darf ja ruhig erzählen, man muss nicht immer warten. Sondern man darf ruhig auch offen sein und dann sagen, wie es einem geht. Jesus zeigt seine Liebe, indem er sich interessiert. Ich lese noch weiter, wie Jesus dann reagiert hat. Sie sprachen zu ihm, Herr, dass unsere Augen aufgetan werden, und es jammerte Jesus. Und er berührte ihre Augen, und sogleich wurden sie sehend, und sie folgten ihm nach. Also Jesus hat gemäß seinen Möglichkeiten angemessen reagiert. Und das ist noch das dritte Strichwort, angemessen reagieren. Jesus hat gesehen, was ihre Not ist, und er hat angemessen darauf reagiert. Das kann ganz unterschiedlich aussehen und das kann ganz herausfordernd sein. Also zum Beispiel bei dem Bub, den ich erzählt habe, der ein bisschen bleich geworden ist eine andere Reaktion gefragt gewesen, als jetzt bei meiner Tochter zum Beispiel, die auf den Moment gewartet hat, bis sie wirklich das Interesse gespürt. Und vielleicht kommen dir auch so Situationen in den Sinn. Was ist, wenn jemand einen Schicksalsschlag erlebt und plötzlich erzählt er dir etwas, wo die halbe Welt zusammengebrochen ist? Also wenn man zum Beispiel die Geschichte vom Hiob anschaut, wie die Freunde gekommen sind und auf das reagiert haben, was der Hiob erlebt hat, wo er alles verloren hat. Zuerst echt noch gut, sie haben auch mal zugelassen. Aber nachher haben sie Erklärungen und Antworten gesucht. Ich weiss nicht, wie es dir geht bei dieser Frage. Vielleicht kennst du auch so Situationen, wo du gewusst hast, was eine angemessene Reaktion ist. Oder vielleicht bist du auch schon hilflos überfordert gewesen und hast gedacht, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt machen? Das ist mega schwierig. Wir werden an diesem Punkt auch noch ein bisschen unterwegs in der Predigtserie. Das ist etwas, wo man sich ein bisschen mehr Gedanken muss darüber machen muss. Was ist denn eine angemessene Reaktion? Das kann man jetzt nicht einfach so ganz schnell beantworten. Das geht nicht. Vielleicht ein kleiner Hinweis schon an diesem Punkt. Jesus hat die zwei Blinden sehend gemacht. Und das ist etwas, das können wir im Hinterkopf behalten. Ich rede jetzt nicht von der wirklichen Blindheit, sondern vielleicht von der geistliche Blindheit. Dass man sagt, hey, komm, wir nehmen in dem Moment jemanden mit ihnen ins Boot. Wir nehmen Jesus mit ihnen ins Boot. Und versuchen, dass er uns da eine angemessene Reaktion ermöglichen kann. Quasi als angemessene Reaktion zusammen zu Jesus zu gehen. Und den Blick auf ihn zu richten. Und in dem Punkt nicht blind zu bleiben. Aber das ist ein Punkt, wo wir, wenn wir unterwegs sind miteinander, angemessen reagieren. 3 Stichworte. Es gibt ein Wir
wahrnehmen, interessieren, angemessen reagieren. Ich glaube, das ist schon ein ganz spannender Punkt, wie wir eine starke Gemeinschaft miteinander leben können. Indem wir uns wahrnehmen und bewusst sagen, hey, ich will heute mal jemanden wahrnehmen, den ich sonst nicht so wahrnehme. Indem wir sagen, halt. Ich halte mal an und nehme mir Zeit und interessiere mich für etwas aus dem Leben vom anderen. Und vielleicht bedeutet es dann zu reagieren, einfach zuzulassen und weiterzugehen. Füreinander beten, hinzulassen, dieses oder jenes. Es kann ganz etwas unterschiedlich sein, was eine angemessene Reaktion kann sein. Wie schon gesagt, ich finde es klingt recht cool, aber es kann manchmal ganz schwierig sein. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Vers, zu dieser Aussage von Jesus, wo Jesus gesagt hat, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Wenn man den Vers anschaut, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt, dann wird etwas ganz klar. Nämlich, wie ich euch geliebt habe. Ich möchte dich ermutigen, als erstes die Frage zu stellen, habe ich die Liebe von Jesus erfahren? Habe ich Jesus kennengelernt? Habe ich gemerkt, wie Jesus mich geliebt hat? Weil dort ist der Anfang. Die Liebe von Jesus selber dürfen erfahren, wo sich am allergrößten gezeigt hat in dem Moment, wo er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und er sein ganzes Leben für dich hingegeben hat. Eine unglaubliche Liebe. Und ich will dich ermutigen, wenn ich dir heute das Wir mitgebe, warnen, interessieren, angemessen reagieren, dann fang nicht mit dem an, sondern fang mit dem an, dass Jesus dich liebt. Dass er dich unendlich und über alles liebt. Und aus dieser Liebe heraus ist es überhaupt möglich, dass wir weitergeben können, dass wir Jesus als Vorbild nehmen können und dass wir weiter lieben dürfen. Also das sind zwei Sachen, die ich dir heute mitgeben will. Zwei verschiedene Punkte und anfangen tut es mit der Liebe von Gott. Das Zweite ist, dass wir wollen miteinander aufeinander wahrnehmen, zugehen, einander interessieren und aufeinander schauen. Es sind so wie zwei Ebenen. Das erste ist in der Beziehung zu Gott, wo wir wollen sagen, hey, ich brauche die Liebe von Gott, sonst kann ich gar nichts weitergeben. Es gibt einen zweiten Vers, wo ich dir heute das Bild mitgeben in diesem Zusammenhang, im Römer 5, Vers 5. Dort heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wird. Ich finde das so ein ganz cooles Bild mit der Gießkanne, denn die Liebe Gottes wird ausgegossen. Also wenn wir da heute das Bild vom Frühling mitnehmen und von der Liebe von Gott, dann ist das auch das Bild von dieser Gießkanne. Das ist das Erste. Ich habe da extra die eine Gießkanne noch ein bisschen präpariert. Liebe von Gott. Ich glaube, die Spritzkanne von Gott ist ein bisschen grösser, wo er seine Liebe ausgießt. Über uns alle drüber. Aber das ist das erste Bild. Die Liebe von Gott ist ausgossen über uns, in unsere Herzen hinein. Das möchte ich mitgeben als erstes Bild. Und dann als zweites die Ermutigung, heute oder diese Woche mal das Wir auszuprobieren. Vielleicht fängst du gerade heute damit an und sagst, doch, ich werde mir heute einen so einen Moment nehmen, wo ich mir jemanden wahrnehme, jemanden, wo vielleicht nicht ich immer schon mit ihm kumpelhaft unterwegs bin, wo ich mich für ihn interessiere. Vielleicht heute Nachmittag in deiner Familie, in deiner Ehe, wo du merkst, hey, ich habe mich jetzt auch schon lange den anderen nicht mehr wirklich wahrgenommen. Oder vielleicht in einer ganz normalen Begegnung oder heute gerade nach dem Gottesdienst, wenn da oder dort noch ein Gespräch möglich ist, oder die Person, die links oder rechts von dir auf dem Sofa sitzt. Das sind die zwei Sachen, die ich dir mitgeben will. Die Liebe von Gott und das Wir. Und das sind die Punkte, wo wir miteinander auch unterwegs sind. Ich will gerne beten. Danke vielmals, Vater im Himmel, dass du uns über alles liebst. Danke, dass du uns deine Liebe schenkst, so bedingungslos, und dass du deinen eigenen Sohn für uns gegeben hast. Danke, Jesus, dass du dich selber uns verschenkst, indem du am Kreuz gestorben bist. Aber du bist auch auferstanden und du schenkst uns deinen Heiligen Geist. Und er bezeugt in uns die Liebe, die du hast für uns. Und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst. Dass wir deine Liebe auf eine neue, tiefe Art verstehen. Dass dort, wo wir ausgerechnet sind,
dass du dort mit deinem lebendigen Wasser, mit deiner riesigen Giesskanne voller Liebe in unser Leben kannst reingiessen. Wo wir dürfen sehen, wie etwas wachsen darf. Wir wollen dich bitten für die Momente, wo wir Menschen sehen, irgendwo am Wegrand sitzen, wo die Volksmenge ruft, geht weg, dass wir ein offenes Auge haben, dass wir hinschauen können, dass wir wahrnehmen dürfen, wer um uns herum ist, dass wir ein echtes Interesse haben. Und dass du uns im richtigen Moment zeigst, wie das eine richtige Reaktion ist. Amen. Während der folgenden 1-2 Minuten, wo ihr einfach ein bisschen Musik werden hören, überlegt euch doch ganz konkret, welchem Mensch oder in welcher Situation, wenn ihr so einen Wir-Moment mal bewusst ausprobieren, heute Nachmittag, morgen, im Laufe dieser Woche, wo ihr sagt, ich will mal das ausprobieren und jemanden ganz neu wahrnehmen. Vielleicht leitet ja Gott einen Mensch aufs Herz, eine Situation aufs Herz, wo er dir sagt, hey, dort wäre so ein Wir-Moment dran. Komm mit dem ins Gespräch mit Gott.